Heute ist wirklich eine ganz ungewohnte Situation. Mit all den vielen Leuten rundherum. Und fällt mir wirklich nicht einfach für, darüber zu schwätzen. Komm, wir halten das aber für uns. Ich hatte eigentlich immer ein ganz normales, schönes Leben. Ich bin rausgegangen, ich habe meinen Freund getroffen. Das Schwerste war wirklich, wie mein Mädchen aus dem Haus gegangen ist. Dann habe ich gemerkt, dass es einfach gar nicht mehr geht. Und ich hatte auch keine Hilfe mehr. Meine Mama ist schon seit 4 Jahren nicht mehr aus dem Haus gegangen. Und ich hatte immer gedacht, wenn es der Schädigung mehr, nur dass ich so zurückdenke. Ich meine, früher sind sie auch nicht wirklich rausgegangen. Wir waren dort eine Familie, die oft rausgegangen ist. Aber das ist einfach nicht schlimm gewesen. Sie kann nicht, also sie kann nicht mal für dir gewinnen. So gut, also toll, sie ist so gut, das muss ich machen. Sie geht nicht raus. Und ich wollte, dass sie eigentlich an Therapie geht, weil ich wollte, dass es ihr besser geht. Und auch mir, aber sie hat halt nicht gesagt. Wie mein Mädchen aus dem Haus gegangen ist, das Mama mich schlecht gegangen und ich bin just noch daheim, ich habe gelesen, ich habe meine Freunde mich getroffen und dann habe ich halt gedacht, ich muss etwas ändern. Bis vor einem halben Jahr konnte ich just bis bald Haus dir gehen. Also ich müsste ausspringen, ja, weil ich muss alles machen. Ich muss Pubermaterial holen, ich muss mähen, ich muss einkaufen gehen, ich muss alles machen, weil sie einfach nicht für dich geht. Und ich muss ja auch noch an die Schule gehen und ich will auch meine Kollegen sehen, mir Hans so geht das nicht, weil ich muss auf sie aufpassen. Ich meine nicht, weil es ist für meine Mama. Bis ich die Decision getroffen habe, also direkt bei meinem Papa zu gehen. Es war wirklich keine einfache Decision, meine Mama zu lösen. Sorry. Mir seitdem, dass ich bei meinem Papa bin, das geht besser. Also, ich weiß nur, wie ich meiner Mom helfen soll. Und ich will auch, sie helfen mir auch dabei. Und es sind nicht mehr so allein mit den Sachen. Das heißt, ja, das. Filmst du schon? Also, ich weiß nicht, wer mit meiner Ex-Frau weitergegangen wäre, wenn Lizzie nicht dabei gewesen wäre. So, alles klar? Merci. Wie geht's dir, Mama? Geht ein bisschen besser. Die Ewigkeit, wo ich so richtig realisiert habe, okay, lo, ich weiß, was sie lo hat, war nur dem Buch gelesen von Kevin Kuhn. Und ich hatte da recherchiert und alles. Und mein Papa und ich, wir haben dann einen Psychologen abgesicht, der noch dabei die Leute gegen heimkommen, weil das ging ja nicht klappen. Und das ist nicht einfach ins Pfanne, wir haben aber gefunden. Hiko Komiro, so hat Lizzie es genannt. Was da die Schädigung am Nadine, das war schrecklich. Ich weiß ja, dass mein Kind und seiner Mom hängt. Ah, nee, Lizzie, kannst du wann Trollöden zulassen? Am Nachhinein bin ich dem Lizzie schon dankbar, dass die Schritt gemacht hat, für mir zu helfen. Auch wenn ich am Anfang natürlich an den Dave Lach gefallen bin ich schon umso mehr froh, dass ich endlich darüber schwätzen kann.
An Japan allein schätzen so ungefähr 1,5 Millionen Leute, die betroffen sind. Und wo halt der Grund, der variiert immer mehr. Die Hauptrolle ist immer Angst. Also das ist immer dabei. Als Ziel ist es, dass meine Mama stationär behandelt gehen. All Tag ist Schritt mit viel, das sieht schon viel aus, nicht viel aus.